Jonah! Lara, Ich muss dir so viel erzählen, aber warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt, ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Verdammt! Jonah. Wow. Lara. Ach du Scheiße! Stopp! Buch fallen lassen! Sie halten uns nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. So ist es. Auf nach Sibirien. Nordostsibiriens. Gegenwart. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Lara Croft. Vergangenheit ist vergangen. Ach komm jetzt. Ja. Ich glaube. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Na super, Einwegverbindung. Jonah? Wenn du mich hörst, Was er Kehr nicht um. tut. bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Nein, Lara, das musst du nicht. Denn du und ich sind zusammen hier.
Ich Ein muss kaltes Schutz suchen. Willkommen. Finden Sie einen Unterschlupf. Ich finde einen Unterschlupf, aber mach schnell einen Break. Hallo, ich bin wieder da. Wir haben ein bisschen an der Grafikeinstellung jetzt ein bisschen was getan. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen besseres Feeling haben. Ach, mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel FPS wir haben. Ja, um die 60 Punkte. Na, wir schauen mal, wie sich die verhalten. Ich muss mich bewegen. Du bewegst dich, ja. Komm schon, du schaffst das. Du Mach schaffst das. schon. Auf jeden Fall, Lara, schaffst du das. Hallo? Ein altes Camp. Ja, das ist Camp. Wo? Ach, hier. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. In der Kälte. Sammle die Materien für einen Unterschlupf. Ach so, da drüben. Okay, die Bäume, okay. Na, dann wollen wir mal. Und mit E kannst du die Bäume abreißen. Ja. Das könnte gehen. Ist jetzt zum Glück eiskalt. Nicht genug für die Nacht. Ja. Ich muss mehr sammeln. Ja. Ich muss mehr sammeln. Ich muss mehr. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Wo ist der dritte Baum? Ach, Bäumchen. Entschuldigung. Herstellungsmittel, Ernte, Pflanzen. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Ein Reh. Das sind Wölfe. Zurück zum Camp. Sibirische. Hä? Das war aber. Okay. Sibirische Wölfe. So, irgendwie da. Folgen wir denn? Los, verdammt. Ach da. Mann. So. Dann machen wir mal ein bisschen Feuer, ne? Haben wir ja sonst schon nicht. Ist dir schon ein bisschen wärmer, Lara? Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Wir haben hier ein Funkgerät, der ein Trinity-Funknetz abhören. Ja, das schafft Lara aber auch nur. Aus nichts schafft sie einen Pfeilbogen. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Du hast noch nie einen Bogen gehabt. Und Wäre jetzt dieser brauchst du schon Schmerz einen bloß nicht so größeren. vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Du hast hier hingeführt, liebe Lara. So. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihre Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmten Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Ah ja. Welches Sie Outfit in Basislagern wechseln Sie Outfits in Basislagern, indem Sie im Waffenmenü mit V und mittleren Maustaste
durch Kleiderkategorien fahren. Okay. Okay, du hast jetzt kein Zubehör. Upgrade verfügbar. Ja. Okay. Und zwar verstärkter Wurfarm. Gut. Neues Upgrade. Sehr gut, weil für das habe ich noch keine Materialien. Okay. Für das auch nicht. Der Bogen ist schon mal abgegradet. Na, komm. Hast du nur den Bogen? Okay. Nee, hast du nicht. Warte mal. Mann. Mit V. Mit V. Ach komm jetzt. Okay. Hier haben wir auch nichts. Und Kleidung, Outfit. Ja. Weiß. Whiteout Jacket. Oder antike Vorhut. Ne, das habe ich nicht. Ja, ist ja gut, Mensch. Nee. Die kosten was? Oh, Bärfell, Wolffell. Oh Gott. Klassische Tomb Raider Outfit. Das wäre das aktuelle. Aber in Rot. Rot in Schnee. Nie gut. Weiß. Weiß ist besser im Schnee. Moderner Wintermantel mit Wärmeschutz ganz in Weiß. Helle Farben helfen im Schnee nicht aufzufallen. Wie ich sage. So. Inventar. Munition. Ja, wäre mir ja ein Vergnügen, wenn wir Federn hätten. Ausrüstung. Wäre mir auch ein Vergnügen, wenn wir da etwas haben. Aber wir sind noch ziemlich am Anfang. Fähigkeiten. Aha. Die junge Lady kann Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Kämpfer, Nahkampf und Heilungsfähigkeiten, Jagd- und Plünderungsfähigkeiten, NMNMU und Fertigkeiten und Erkundungsfähigkeiten. Ich meine, Jäger ist gut, wenn man craften will, Kämpfer ist gut, wenn man überleben will. Ne, wir machen mal hier Pfeile wiederfinden. Atemkontrolle erhöht die Zielfähigkeiten. Plünderer erhöht die Munitionsmenge, die sie an feindlichen Leichen finden. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinktes. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren, die einfach zu verfolgen sind. Ach Gott. Ja, ich würde mich mal für die Munition entscheiden. So. Jetzt habe ich keine Fähigkeitspunkte mehr. Okay. Schneller reisen können wir auch, aber das bringt uns wahrscheinlich jetzt nicht weiter. Echos der Vergangenheit. Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Ja. Oha. Jagd. Erlegen Sie Häute und Tiere. Was? Ja, kommt den jungen Baum. Hartholz. Mit Hartholz können Sie in Lagern Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Ach nee. Habe ich schon Pfeile? 12 Pfeile oder was? Aha. Okay. Ach, guck an. Ja komm, ich hab's doch gar nicht getroffen. Also beim ersten Mal habe ich es getroffen, aber beim zweiten Mal nicht. Also auch beim zweiten Mal habe ich getroffen, aber na, ich meine halt... Was bist du da oben? Ach so. Okay, ich muss das wahrscheinlich runterschießen. Aschenputtel lässt grüßen. Und Federn. Federn brauchen sie für Pfeile. Ja. 9 Pfeile habe ich noch. Na, dann gehen wir mal auf die weitere Suche.
Ja, genau. Ich will ein bisschen... Scheiße. Hier, was kann ich denn mit der Rinde machen? Oh, was haben wir hier? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Und das ist der Trinity-Orden, setzt eine Fährtensuche auf den Propheten an. Also anscheinend muss irgendwas mit dem Propheten wirklich passiert sein. Im Grab war er nicht. Doch wo ist er? Das versuchen wir herauszufinden. Ein Hase. Entschuldigung, lieber Hase. Aber ich... Oh, noch ein Hase. Entschuldigung, lieber Hasen. Och, ein Vogel auch noch. So, ich will jetzt wissen, was jetzt mit diesen Baumrinden auf sich hat. Ich kann einfach so Munition herstellen, okay. Warum ist diese Baumrinde da? Oh, ein Hirsch. Ja, räumen wir erstmal diese Kiste herum. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Schon abgehauen? Mann. Die Vögel wahrscheinlich auch. Noch mehr Federn? Hallo, was ist denn hier los? Ja, darüber will ich noch nicht, liebe Freunde. Ja, super. Braucht noch ein bisschen Holz hier. Und das heißt einfach, dass du da... Super. Super. Wow. So. Okay, das war nicht der Sprung, den wir machen hätten müssen. Jetzt? Ja, ist ja gut, Mensch. Halt dich doch nicht fest, Mann. So, jetzt sind wir hier oben. Und hier haben wir nochmal eine Nachricht, die hören wir uns nochmal an. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst, denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören.
Trinity hatte einen Abgesandten bei den Mongolen. Er führte die Suche nach der verlorenen Stadt an. Ja. Mystisch geht das Ganze zu Ende. Nee, Quatsch. Ach, ich dachte, das wäre jetzt eine Flagge, wo... So, Federn. Ich glaube, an Pfeilen sollte es uns... Ach nee, das ist... einfach so. Was? Ach so. Okay. Wie komme ich wieder runter? Das stand da nicht. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Leute. Wie komme ich denn jetzt hier runter, Mensch? Nee, F. Nee. Hä? Nochmal zurück, vielleicht kriege ich dann die Erklärung. Ja. Leute. Ach, mit C. Das muss man auch zuerst wissen. Mann, oh Mann, oh Mann. Karte aktualisiert. Ah, okay. Und noch mehr Federn. So was man Federn auch immer soll brauchen. Er will mich jetzt verarschen. So. Der wird auch noch. Nee, hä? Ah, nee, das ist eine Flagge. What? Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ein Bär. Natürlich treffe ich wieder mal nicht. Oh ja, wo ist er jetzt? Weg. Einfach so weg. Einfach weg. Einfach weg. So haben wir aber nicht gewettet. Überlebensversteck. Ein Überlebensversteck ist in der Nähe. Halt eine Auswahl an Ressourcen. Okay. Nun ja. Auf Bäume klettern. Ja, danke, das habe ich glaube ich schon herausgefunden. Bist du früh? So, Leute, wie es weitergeht, was da hinten uns erwartet, werden wir in der nächsten Folge sehen. Danke fürs dabei sein. Rise of the Tomb Raider war das und ich bin euer Dranobaki. Ciao, ciao. Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await.
some, discovering the secrets of the world is the only way to live.